Willkommen im Dachstock von Pure Vida. Jetzt nehme ich von da oben Material fürs WC. Für 2 WCs zum genau sein. You are what you eat, and you are what you eats, and you're even what you eats. Here's a clue, why don't you take a peek beneath your feet? Well, if you wanna know what you're made from, look at what you're made from's made from. Ja, das Zeug, das wir jetzt aus dem Pure Vida geholt haben, ist für da. Das ist ja das WC. Da gibt es 2 WC-Kabinen. Das ist der Anfang. Und hier oben haben wir jetzt das Material, das wir abgeholt haben. Und das wird jetzt zusammengeschnitten und 2 Kabinen daraus gemacht. Ja, sind ihr gespannt? Aus dem mache ich eben 2 WCs. Noch ein paar Baumäste, Stämme, was auch immer als Pfosten. Aber sonst grundsätzlich die 2 Paletten, die 3 Türen und das ganze Holz gibt 2 WCs. Cause the stuff that we're all made from is the same. Yeah, we goes from dust to dust. You gotta just trust that upper crust and maintain that good terrain from whence you came. We've been looking up, we've been messing around, we've been freaking out, but it's time to get down, down, down. Cause we're made up of common ground, can't live without it, and it's time to get down, 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 down. So, sieht es schon langsam nach WC aus, hä? Wir machen für heute Feierabend, Akkus sind leer. Wir haben aber, sind schon recht vorwärts gekommen, haben schon viele Teile parat gemacht, um es zusammenzusetzen. Aber ja, ganz klar gibt das ein WC mit so einem Kübel unten rein, und man von vorne kann wegnehmen kann. Herrlich, herrlich, herrlich. When you flirt with the dirt. Letzte Woche Ferien. Heute Montag, natürlich die Arbeitswoche fängt an. Gestern waren wir ja am WCs bauen, das machen wir morgen weiter, weil Apolline hat ihren Freitag. Ich habe heute Morgen etwas gebüstelt. Seht ihr, was es ist? Das ist ein Rucksackmäher. Ja, und noch Krimskrams fürs WC da rein. Und dann noch Teile, die man sonst noch braucht, eine Sagi, Kettensagi und das Trimmerband, Scheibe, eine Mähscheibe. Ja, ich würde sagen, ich bin eingerichtet, um etwas Neues zu machen. Aber zuerst muss ich jetzt Pause machen und dann darauf. Und es ist 10:30, also es ist schon heiß. Aber es motiviert mich, dass du am Schauen bist. Darum sage ich danke vielmals, schön bist du da. Und zum zeigen, dass du da bist, machst du schon mal ein Like. Weil die Woche fängt ja schon wunderbar an. So schön. Dienstagmorgen, ich bin schon fast nicht im Tal. Der Drake hat die Nacht beim Tierarzt Toni verbracht. Er hat sich gestern an der Brust einen Schnitt geholt. Ich vermute irgendwo in einem alten Stacheldraht zu tun. Weil das hat es leider noch um unser Land herum hat's noch Stacheldraht und ich vermute, so irgendetwas hat ihn verwünscht. Ich kann es mir sonst nicht erklären. Jawohl, kann ich ihn jetzt abholen, bevor der Tag so richtig anfangen kann. Genau. Heute geht einiges. Es ist der letzte Tag von der Apolline. Sie gestern frei gehabt, ich darum auch. Noch gepostet gestern und ein bisschen austestet. Also, heute viel gearbeitet. Die Geissen müssen umgezündet werden. Am 4 Uhr kommen neue Chefs. Noch mehr Wasser. Und was ist dann noch? Dann ist noch zwischendurch, ja, wir können das WC weitermachen. Ich habe ja auch das ganze Material gepostet gestern. Ja. Aber zuerst mal eben auf Nadelschlauch für den Drake holen. Also, wir sind jetzt wieder auf dem Highway. Schau mal, der hat so eine richtige Naht.
Den muss ich jetzt 7 Tage lang morgen am Abend Medis nehmen. Ist gut, haben wir gewusst, was allergisch ist, weil das Erste, was sie mir mitgegeben hat das drin. Aber ja, er ist fit und munter und freut sich aufs Heimgehen. Genau, der feine Bub Drake hat es super gemacht, übernachten beim Tierarzt Toni. Ha! Been looking up, we've been messing around, we've been freaking out, but it's time to get down, 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 'cause we're made up of common ground. Filmen ist immer ein guter Grund zum Pause machen. Zum schnell durchschnaufen, während dem Haken zusammenrollen. Im Hintergrund hörst du BLS. Das Trimmern, das habe ich heute Morgen schon gemacht. Wir haben jetzt ein Upgrade. Also das heisst, im neuen Bereich, den ich hier zäune, ist alles schon vorgemäht. Das heisst, es sollte noch besser sein mit dem Zäun. Noch einfacher gehen zum Aufstellen. Ja, ich bin gespannt. Ja, jetzt mache ich weiterhin Pause, aber ich roll noch weiter. Ja, eins nach dem anderen. Das ist so ein Weg, den ich meine, wenn ich es vorbereitet habe, bis drauf. Kann man einfach durchlaufen. So ist es. Drake ist Job Pistols Fan geworden. Da hat sein T-Shirt mit Stolz. Da 3 neue Mädels. Und der George ist der Kimi rein, aber das zeige ich euch nachher. Aber ja, sehr schön. Ladies. Hallo zusammen. Das ist der George, unser neuer Bock. Gell, George? Du bist schon 4-jährig. Neue Schäfli, bestehende Schäfli, alle beieinander. Sie haben Hunger gehabt, haben sie gesagt. Also habe ich es rausgelassen und sie haben sich alle beschnuppert und sind alles Freunde. Und der Schorsch ist am Schauen. Gell, Schorsch? Ganz ein schöner Bock bist du. Ganz ein schöner Bock. We've been messing around, we've been freaking out, but it's time to get down, 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 'cause we're made up of common ground. Can't live without it, and it's time to get down. Hallo Monsun, was machst du hier? We've been messing around, we've been freaking Du out. willst doch Rinder fressen, Time to get down, das ganze Holz verteilen. made up Ja, common ground. haben wir gedacht. Can't live without it, and it's time we just gotta get on. Da geht Zeit ab, Pauline. Wir haben auch wieder sehr fest Glück gehabt. Ja, danke ab, Pauline. Du bist super. 'Cause you are what you eat, and you Hey, hey, are hey! what you Right eat, then. and you're even what you eats, and it repeats, 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 it repeats. Down, down, down. Das letzte so standing. Eigentlich habe ich heute alles aufgehobt mit diesen Hälsen. Eigentlich. Aber der Monsun, Sunny and Breeze haben andere Vorstellungen. Also ich bin schon ein Stück lang dran. Jetzt da wieder Wäschhäuschen und rundherum bin ich mal an einer Weide richten für die Schäfli, damit sie wieder mal aufräumen können. Weil, wie ihr seht, es ist nötig. Richtig Dschungel. Aber Dschungel ist gut, es gibt alles organische Material, das da
am Boden liegen kann. Als Mulch und Trampelmaterial. Und was auch immer. Ja, jetzt muss ich noch da aufräumen und oben runter. Und können wir schon anfangen zu hühnen. People say I'm a fun guy, but that's more than what I am. Ganz klar ist der Weg ersichtlich so. Und Claudia, ich kann sogar in kurze Höseli schaffen, da macht es mir Freude. Well, you can call me fun guy. So, ihre neue Weide beinhaltet Wäschhäuschen, die jetzt einen Stall haben. Und reichlich zu essen, die ganze Herde. Stella und Leidenschaft. Da, unsere neue 3 Damen. Franzi, Irma und Janina. Come underground to my pad to jam. There's not much room down there, but we've got mycelium. Wanna wrap So, mycelium around jetzt you. bin ich sicher, wir haben eine Lösung gefunden, eine neue Nutzung gefunden für das Wäschhäuschen. Sehr gut, jetzt können wir wirklich 2 Gruppen machen, wenn der Charlie ein paar Wochen älter ist. Dann wir es aufteilen in 2 Gruppen, wie der Herbst kommt und dann wird es Brunstzeit. Und dann wird gedeckt. Und so kann der Charlie und so kann der George je etwas decken. Till the super kingdom come. Yeah, I wanna wrap mycelium around you. Wrap mycelium around you. Wrap mycelium around you. Sorry, man sieht es fast nicht. Well, you know, fun guy like me need a bit of fun gal company. Das haben sie noch vor sich. Es ist Donnerstagmittag. Und mal schauen, wie lange sie brauchen. I'm gonna decompose you Übrigens. with a song. So, die Formel, die man so gängig hört beim Weiden für regenerative Weidung, also dass es wieder aufbaut und nicht wieder abbaut und einfach so, ist ein Drittel fressen, ein Drittel vertrampeln und ein Drittel stehen lassen. Genau, die Weideformel. Immer wieder, muss ich mir sagen, jetzt um so auswendig kennen. Nein, das ist einfach so ein Richtwert. Und je nachdem wie viel Schäfer und wie intensiv und wie klein oder wie groß, ist das schneller oder langsamer passiert. So, jetzt muss ich die Altweide zusammennehmen, weil es ist wirklich ein Scheiß, wenn du es stehen lässt und es überwachst. Symbiosis in the key of G. And when I party, you know I love to break it down. Es ist Freitag, Mittag, schon 2 und so. Ich muss euch ehrlich gestehen, ich bin so überrascht, wie fest, wie intensiv und schnell die Schäfer vorwärts kommen in diesem Feld. Die sind ja eine unglaubliche Fressmaschine. Hey. Langsam tun sie sich auch aneinander gewöhnen. Aber sie fressen ja richtig schnell und wirklich systematisch sogar, kann man sagen. Systematisch. Eating dead wood tastes so good, and you know I'm gonna share it round. Whoa, I wanna wrap mycelium around you, wrap mycelium around you, wrap mycelium around you.
Also die Hängematte ist die tierfreie Zone, gell? Alle hängen da rum, gell, Oreo? Du kannst auch Hallo sagen, ja, gell, Kleiner Pony, wo ist der Drake? Da. Ab da bin nur ich. Wrap my silly arm around you. Wrap my silly arm around you. Wrap my silly arm around you. Schleim und Galle, was ist echt das bei mir? Ui, das aber jetzt. Was ist los, Sani? Wie ihr gesehen habt, der Sani. Oh! Der Sani geht es nicht so gut. Wir gehen jetzt ins Tal runter. Der Toni, der Tierarzt Toni, hat gemeint, ein bisschen Bewegung. Das ist sicher gut. Ich weiß es nicht. Aber ja, wir gehen jetzt mal runter und wir probieren es aus. Genau, Sani, komm Sani, wir schaffen das, komm. Und natürlich müssen die anderen zwei auch mitkommen, weil sonst wären sie gar nicht gekommen. Genau. Also die Diagnose ist Schlundverstopfung. Jetzt sind wir gemütlich am Auflaufen. Der hat dort Nasenprobe, Schlundprobe gemacht. Also ja, gesehen, also Schlauch hintergesteckt. Ja, er behauptet eine Verstopfung. Hat eine Spritze gegeben. Jetzt müssen wir beobachten und am Abend wieder telefonieren. Und sonst müssen wir noch mal weiter schauen. Genau. Jetzt probieren wir aufzulaufen. Aber Sani nimmt es gemütlich. Und Brice tut völlig mühsam. Gell, Brice? Du bist noch nicht so eine gute Läuferin. Also alleine. Du jetzt laufen, komm. Microbiome. Oh, what have you done to me? We're all entangled together in one living community. Microbiome. Bei dieser Wärme ist der Fena ihr Lieblingsplatz. Da. Gell? Im Gebüsch drinnen. Man sieht die fast nicht, meine Bohnen. Ja, man sieht die fast nicht, gell? Ja. You're a key to my survival. Gell? From the deep dark of my insides to my ocean of saliva. Yeah. Oh, microorganisms all over my system. I've got a suspicion that we're one and the same. Leck, ist das jetzt ein strenger Tag gewesen. Keine Ahnung. Wir haben gezündet, geissen, Chef mit der Sani drinnen gewesen. Sani geht es schon besser. Also sie wirklich besser, es läuft nicht, kein Schnudden mehr. Das heisst, es ist befreit. Claudia und ich, Claudia und ich, wir sind verschwitzt, wir haben Durst, wir haben heiß. Jetzt haben wir Pause verdient. Definitiv. Oh, microbiome. Ich sage Pause, ich meine Feierabend. Fertig für heute. Definitiv. Es ist ja schon 4:30. What have you done to me? Yeah. Microbiome. This might sound kind of insane. Die Schäfli sind langsam so ein bisschen angekommen, kann man so wirklich sagen. Gell, Charlie? Wenn sie heimkommen begrüßen und entgegenlaufen am Morgen, kann man schon zufrieden sagen: Hoi, Sali, schau mal das an. Disteln
Aber da haben sie jetzt relativ gut gegessen. Wir haben ihn hinten oben noch aufgemacht. Den Ober gestern haben wir noch neu dazu aufgemacht. Genau. Aber ja, so herzig. Und Madeleine, willst du auch noch drauf? Komm, George, kommst du auch noch? Gruppenvetterli. Komm, George, komm. Ja, wir müssen da bleiben. Wenn der George schon kommt, müssen wir alle drauf sein. Komm, George. Schau mal, der George. Ein voller Bömbeli. Hoi, George. Hoi. There we go. Gruppenvetterli. Unsere 7 Chefs. Yeah, well, maybe I'm crazy, but it's like you're some kind of giant brain or microbiome. I don't know if we're 1 or 100 trillion and 2, 'cause you just make up my whole world. Sonny ist heute Morgen wieder munter und vor allem fressig. Zwar war sie gestern schon wieder am Essen, nachdem wir drinnen waren und schon wieder beim Auflauf hat sie schon wieder gegessen. Was ein gutes Zeichen ist. Eben die Chance, also eigentlich sind wir definitiv sicher. Es war ein Schlundverstopfung, das heisst Schlund, Speiseröhre, hin im Hals hat sie sich eine Verstopfung geholt, wo sie, ja, und darum war es, was es war. Haben wir etwas gelernt, gell, Sani? Zum Glück geht es dir wieder besser. Genau. Und der Monsun, der ist jetzt wieder. So I gotta be good to you. Oh, microorganisms all over my system. I've got a suspicion that we're one and the same. Ja, also Claudia, so eine Woche so viel der Toni gesehen wie diese Woche, will ich im Fall nicht unbedingt regelmäßig. Definitiv nicht, nein. Aber lieber Universum, danke vielmals, dass alles so gut rausgekommen ist. Ja, der Drake tut das so, als ob nichts wäre. Bei der Sonne ist auch alles wieder gut. Genau. Glück im Unglück. Ja, auf jeden Fall. Danke dir, dass du am Schauen bist. Danke, dass du tust. Teilen, liken, abonnieren, weiterverzählen. Genau. Und ich wünsche dir einen guten Wochenstart. Und ich freue mich, dass du nächste Woche wieder kommst, gell? Ja, bis dann. Tschüss! We're one and the same, same. Yeah, we're one and the same. Oh, we're one and the same. Yeah. We're one and the same. Microbiome. Your microbiome. Our microbiome.